So, Freunde, machen wir uns auf zur Spinnenjagd. Zurück bei SAO. Realization Lycoris. Okay, ein bisschen was vertragen, die Spinne. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie viel ich überhaupt flach machen muss. Ich glaube, um die 8 gewesen war. Du kannst also gewinnen, hm? Wie freundlich. Jetzt ist auch Medina ein Level höher. Der wird relativ schnell, aber das Gefühl. Der war zwar auf uns aufgeholt. Zu uns aufgeholt. Mensch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wie sieht's denn aus mit den Relikten? Das war ja, eine Finsterspinne sind 6 von 8. Zwillingshorn ist noch was anderes. Genau, okay. 2 Spinnen fehlen noch. Ist die Frage, soll ich es kurz ausrüsten, damit ich sehe, wo noch welche sind? Okay, beide müssen schräg von mir sein. Jo. Das müsste eigentlich gewesen sein. So, okay. Der war da hinten. Beziehungsweise da oben war er. Genau. Prüfung des Schildkriegers. Also meistens gibt es eh nur ein paar Erfahrungspunkte. Finde ich ein bisschen schade, wenn er jeder sein soll. Aber was soll's. Da gibt es ja auch ein bisschen was anderes, wer weiß. Nö. Keine Kunst-EP, aber das Level Up. Skillpunkt zumindest. Doch, hä? Kirito Welt 13, Systemsteuerung Stufe 12. Das will zumindest soweit Maschinen. Alter, Skillpunkte 5, wir haben die Impulse bekommen. Alter Schwede. Okay, ich wollte sowieso erstmal den machen. Lernen Horizontalfeld Stufe 3. Und das ist auch mal. Was haben wir? Den, tödlicher Schlag Level 3. Wir haben den auf 3. Wir haben den auf 3. Es sind noch 4. Warte mal, es sind noch 4 Dinge, die ich habe. Überschallsprung ist auch ein Schwert-Skill. Der ist aber noch auf Stufe 1 von dem her. Wobei man darauf sowieso nicht so gehen kann, weil. Ja, ist einfach der hier, war. Den ich sowieso gar nicht upgraden kann von dem her. Ist auch nur ein Einhänder, beziehungsweise nur mit einmal. Kann aktivieren. So, das sind also 3, sehr gut. Schlangenbiss, ja, dann fange ich hier eine neue Reihe an. Für die Photonenfalle bis Stufe 4. Interessant. Skillrang 2, Skillrang 3 sogar. Das ist irgendwie ein Abhänger voneinander, dass ich quasi sagen kann, okay, wenn ich Skillrang 2, 3 und so weiter sofort habe, kann ich die miteinander kombinieren und sonst nicht. Skill gegen Projektile. Durch weitere Eingabe schlägst du die Projektile aus der Luft und füllst die Kunstanzeige. Also voll ist, gehst du einen Schritt direkt zum Feind. Klingt zwar nicht schlecht. Schon zu lassen. Ja, Schlangenbiss einfach. Ja. Man sieht, mir gehen so langsam aber sicher mal die Schwertskills aus. Der hat nie gedacht. Also natürlich die Angriffsskills, von dem her. Das Glas ja noch nicht geht. Präzision plus 10% oder Gefahrenstufe mal aus und dafür da weiter oder Notfall ausweichen. Ja, ist ein Kampfskill. Das sehe ich ein.
Also hat Willenskraft, um eine große Menge SP wiederherzustellen. Ja, das kann je nach Situation doch praktisch sein. Ist ja auch ein Kampfskill, kein passiver, was eigentlich schade ist. Auf welches Skill soll ich eigentlich hintrainieren? Eigentlich vor allem den hier, also müssen wir eigentlich den hier machen. Verteidigung plus 20, warte mal, das war jetzt ein Kampfskill. Weg des Wächters, da habe ich Verteidigung plus 10. Dafür Elbe wiederherstellen macht es direkt auch, aber kann ja eigentlich auch. Das ist so ein Buff, aber. Der für die Verteidigung, der ist für den Angriff und der ist ein bisschen hier und da. Ich muss auch mal anfangen, dass ich irgendwie Yushi und Kirito unterschiedliche Skills gebe. Kann auch nicht schaden. So, egal. Uns fehlt noch ein Skill. Beziehungsweise eine Dingsbums da, ihr wisst schon. Aua, einmal Aua. Ne, eine Statue. Bei der nochmal vorbeigucken muss. Kann man ganz kurz gucken, wo die schon wieder war. Ja, glaube ich, ziemlich weit oben. Ja genau, weil der vom Tor war. Kurz speichern, weil bei einem Spiel weiß ich nie so genau. Es wird so wieder mal einen Systemabsturz gibt. Aufpassen, ich weiß nicht direkt, ob es dann mit der Hauptquest direkt weitergeht, ob irgendwas getriggert wird oder so. Deswegen gehe ich lieber mal daran vorbei. Geht zurück zu der Statue, die war, glaube ich, sogar ziemlich weit oben, oder? Nee, warte mal. Was war, da war doch die hier. Auf der Karte wurde sie nicht markiert. Crazy. Gut, momentan habe ich jetzt hier sowieso nichts mehr drauf. Dort die Dinger sind aber alte Dinger. Genau, die müssen nochmal zurück ins andere Gebiet. Das war sowieso was anderes. Die haben wir bereits gemacht. Täglich Schaden festlegen. Oder für Quests nicht möglich. Verfügbare Belohnungen. Nichts mehr. Ja, haben wir eigentlich schon gemacht, oder? Ne, ist eine andere. Nimmst du eine tägliche Quest an, bis zu 3 steigt im Fortschritt. Quests haben kein Verfallsdatum. Ach, dann kommt hier ein Cube-Ticket. Das ist was anderes. Ne, das haben wir schon gemacht. Darum ist er so markiert. Ich muss bloß noch da die Belohnung abholen. Muss einem auch erstmal jemand sagen, ein Cube-Ticket. Was bringt das überhaupt? Da wohl irgendwie etwas hier drunter sein. Geschenkbox? Ich glaube zwar nicht, dass es hier drunter ist. Nö, das war klar. Dass hier nichts drin ist unter Netzwerk, das wundert mich ein wenig. Hä, was soll denn sonst sein? Okay, wie man so ein Cube-Ticket gar nicht hier angezeigt, krass. Egal, machen wir mit der Quest weiter. Und zwar hier unten.
ユージオ、ザッカリアってあとどれぐらいだ？君まさかとは思うけど、地図読まずに歩いてたの？いや、ユージオがいるし、なんとかなるかと思ってさ。君ってやつは。まあいいや。そうだね。まともに歩いてあと半日はかかるよ。なるほどな。このまま夜通し歩くってのも無理があると思わないか？私は歩ける。なんなら一人で構わない。いや、女の子が暗い道を歩くのはちょっと危ないんじゃない？さっきみたいな獣がいるかもしれないし。っていうか、どうしてそんなに先を急ぐ必要があるんだよ。急いではいない。私は武術修行のようなことをしているだけだから。なるほど。じゃあこの辺りでキャンプ、いや、野営しようぜ。野営？なぜそうなる？いや、お腹も空いたし、夜になったことだし、朝までゆっくり休んでから動いた方がいいと思ってさ。キリトはお腹を満たしたいって気持ちがほとんどでしょ。まあ僕も空いたけど。そうだろ。よし、セレカがくれたパンと干し肉使って晩飯作ろうぜ。あ、ちょうどもう一人分ぐらいあるし、セレカ特製調味料も入ってる。おい、私を無視して話を進めるな。メディナ、さあ、私の言うことに従え。するわけないだろう。メディナ？そうだよキリト。女の子に対して繊細さがあまりにもないよ。いや、メディナとは離れて寝るし、別に問題ないだろ。私はもう行く。なんでだよ。行くと言ったら行く。お前たちと共にある理由がない。大丈夫？やっぱりさっきの戦いで疲れちゃったのかな。ちょっと待っててくれ。水取ってくる。ムカつく。メディナ、ほら飲んでくれ。ありがとう。俺言えるんだ。意外だな。何を言う。当然だ。私は父に恥じるようなことはしない。そっか。立派なお父さんなんだな。はあ、本当に勇敢な人だった。メディナ、やっぱり今日は休んで、明日また動いた方がいいと思うぜ。余計な世話だ。お前たちは好きにすればいいが、私は関係ない。夜に闇雲に動いたら獣に襲われるかもしれない。そうなれば元も子もないだろう。お父さんだって心配すると思うぜ。ムカつく。よし、それじゃあメディナの分も夕食作りといくか。持ってきた布があるからそれで天幕を作るよ。寝る時になったらそこで休んでね。僕たちは外で一緒に毛布にくるまって寝るからさ。おお、さすがユージオ君。繊細さのあるいい考えだ。おい、私は野営することにまだ賛成していないぞ。よし、ユージオはナイフでパン切ってくれ。無視するな。ごめんね。悪いけどあいつのわがままに付き合ってあげてよ。まったくもってムカつくやつらだ。Das kannst du laut sagen. さてと。それと、楽しみだ。Oha, ernsthaft. Sammeln Zutaten für das Kochen, aber wir lernen endlich kochen, okay, auch nicht schlecht. Kochen wir mal Hulid-Eintopf zum Abendessen. Um ein Mahl zu kochen, brauchst du ein Rezept und Zutaten. Jo, irgendwie klar. Für den Hulid-Eintopf brauchst du Fleisch und Knochen, haben wir. Baumecke haben wir auch. Abendtopfen haben wir auch und Süßpilze haben wir auch. Wir haben schon alles.
Richtung B. Ja, da ist er irgendwie auch klar. Mhm. Alter, er hat schon alles. Warte mal. Jo. Itadakimasu! Nee, Moment, wir haben's.うまかった。やっぱりセレカの特製調味料は最高だな。とはいえずっとこの調味料には頼っていられないけどね。誰かさんがいっぱい食べるせいでもう残ってないし。そうか。ここでは料理スキルを上げる必要があるってことか。何か言ったかいキリト？いや、なんでもないぜ。どうでもいいが、セルカというのは？僕の友達の妹なんだ。とても真面目で優しくて料理上手ないい子なんだよ。そうか。どうしたの？いや、おそらく私がお前たちとザッカリアで別れれば二度と会うことはないと思うが、その娘にはうまかったと感想を伝えてほしい。わかった、伝えるよ。メディナってどこから来たんだ？お前は何の脈絡もなく話に割って入ってくるんだな。いや、普通に気になるだろう。なんか雰囲気とか服装の感じがユージョやルリットの村の人たちとは違うからさ。お前たちが知る必要も私が語る必要もない。意味深にされると余計に気になるな。はあ、もうムカつく。めんどくさい。別にどこから来た人間であろうと関係ないだろう。どうせすぐに私たちは別れるんだし。わかった。余計な詮索はしないよ。ムカつく。おやすみメディナ。ユージョ、枕になるもの持ってないか？持ってないよ。カバンを枕にすればいいんじゃない？ねえ、カバンだとゴツゴツしそうだな。ギガスシダーの枝入れてるし、頭に刺さったらどうするんだよ。つべこべ言っていないで早く寝ろ。はーい。じゃあ今度こそおやすみメディナ。まったく、なんであんなムカつく奴らと野営などすることになったのか。私はただ一人でこの旅を始め、そう、私たちが失ったものを取り戻すために、私はScheint offenbar was Wichtiges zu sein. やっぱり父親は強いな。いつまで経ってもかなわないや。オルティナノスケの家訓は強く正しくあること。父上なんて大嫌い。欠陥品のオルティナノスケになんて生まれたくなかった。そうかもしれないな。おお、メディナ嬢、この度はご愁傷様でしたな。大方遊び歩いていたのでは？資料地を所有する二等借子が貧しいなど考えられない。オルティナノス殿との別れは済んだ。これにて立ち去らせていただこう。父上、父上。私はメディナ・オルティナノス。あなたの残した剣で聖号騎士となり、必ずやオルティナノス家の汚名を注いでみせる。
メディナ。おい、メディナ。大丈夫か？すごくうなされてたみたいだけど。別に何でもない。冷や汗びっしょりだよ。本当に大丈夫？少し夢を見ただけだ。待たせたな。それでは早く出発するぞ。朝飯食ってからだろ？なんでお前はそんなにも食事を重要視するんだ？誰かさんが僕の腕を枕にしたせいで筋肉痛だよ。悪いな。枕がなかったからしょうがなかったんだ。理由になってないし、僕の腕は枕じゃない。まったく。よし、それじゃあ出発だ。メリナ、大丈夫？え？さっきからちょっと様子が違う気がして。余計な世話だ。問題はない。さあ、ならいいんだ。さてと。 Na, endlich mal. Oder ich hoffe es zumindest, weil ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich weiter können. Nicht nur wegen dem verschlossenen Tor, was wir in der Nacht bzw. am Abend zuvor noch gesehen haben, sondern generell das Spiel bietet ja eine Überraschung nach der anderen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Freunde. Zurück bei SAO Alicization Lycoris. Ciao zusammen.